Wetter in England ist bekanntlicherweise nicht immer immens gut. Wie sobald die Sonne rauskommt, dann trifft sich jeder am Park für zu picknicken und einfach eine flotte Zeit zu haben. Picknicken hat in England eine große Tradition. Und normalerweise ist es der Form von einem Potluck, wo jeder einfach das Essen mitbringt und alles nur noch gedeelt wird. Und bei Picknicken ist ja normalerweise Fingerfood mit Dips, Sandwiches und Kuchen. Ich mache heute Cake, die bei keinem Picknick fehlen darf. Das ist ein salziger Courgette-Kuchen mit Mond und mit Feta. Und schwenken damit um, meine Courgette zu rappen, und broten sie gleich mit ein bisschen Knoblauch an. Da kommen noch Spring Onions dabei. Und dann lasse ich das Ganze ein bisschen aufkühlen. Während der Zeit präpariere ich meinen Teig. Ich brauche dafür eher einen gerappten Cheddar. Könnt ihr noch Gruyère holen. Da könnt noch Zitronenjus und Olivenöl dabei. Nach Mehl, ein Backpulver und da schütte ich noch ein bisschen Milch dran. Lo habe ich meine Basis für geherzte Kuchen. Da könnt ihr alle möglichen gute Sachen dran machen, zum Beispiel Sun-Dried Tomatoes und Oliven. Wir haut manchmal Courgette, Feta am Mond. Lo kommen Courgette bei den Teig dabei. Lo crumble ich noch ein bisschen Feta dran. Und noch ein bisschen Mond dabei. Der Kuchen kann für 50 Minuten bei 180 Grad backen. Und danach kann ich ihn einfach abfrieren und immer parat haben, wie wenn die Sonne rauskommt und die Picknick geht. Südlich von der Thames liegt Brixton, eine kulturell diverse Gegend, die für allem karibische Influenzen hat. Heute zu Brixton ist gerade ein richtiger kulinarischer Boom am Gang. Für ein paar Jahre haben nämlich die alle Arcade-Remenke abgemacht und haben sich lauter hip kleine Restaurants installiert. Neben den solchen Restaurants sind aber auch viele Foodstalls, die authentisch Essen verkaufen. Die Engländer sind gackig nur ihre Sausage Rolls. Es ist einfach Saucisfleisch am Bliederdeeg und das ist ein idealer Snack, für mal über Picknick zu holen. Bei den Sausage Rolls dreht sich alles um Füllung und ich mache Ming mit gehacktem Schwingsfleisch. Ich choppe nur ein Enfje dabei. Und da kommt auch noch ein E dran. Und ein paar Löffel Brotkrümmeln. Da Petersilie. Worcestershire, eine gute Portion Muster und Nutmeg. Das Ganze wird gut vermischt. Ich rolle nur mein Bier dadurch aus. Ich schneide dann 2 lange Rechtecker.
Ich streiche eine lokarische Muster auf den innersten Teil von einem Stück Teig. Und da lege ich das Fleisch an einer Saucisform an die Mitte. Da streiche ich noch ein bisschen Egierli über den obersten Teil vom Teig. Jetzt kann ich meine Sausage Roll zusammenrollen. Und drücken sie zum Schluss durch, damit sie zusammenhält. Das hier ist nur eine lange Wurst, ich schneide sie aber lieber in kleine Sausage Rolls. Das geht mit Egel bestracht. Und da streue ich noch ein bisschen Sesamkerne drüber. Die brauchen nur noch eine halbe Stunde an den Ofen zu gehen. Also ich mache es super, weil sie frisch rauskommen. Wir gehen so gut kalt beim Picknicken. Von den ersten Restaurants, die Brixton wirklich hip gemacht und aus der Franco Manca. Und sie servieren hier authentisch neapolitanische Pizza und das ist wirklich die beste Pizza von ganz London. Gerne an der Khao San essen. Das ist ein thailändisches Restaurant und sie machen einen exzellenten Som Tam Salat. Das ist ein Green Papaya Salat und du fühlst dich immer direkt wie in Thailand. Ich kann mir den Sommer in England einfach nicht mehr ohne Pims vorstellen. Das ist ein Gin-basierten Drink, den ihr oft mit Erdbeer, Cucumber und Mint trinkt. Einfach very British. Das ist wirklich der Wert, zu Brixton die karibische Food-Szene zu explorieren. Hier beim Atlas kriegt ihr zum Beispiel richtigen Caribbean Home Food serviert. Ackee is a fruit that grows on a tree, yeah? It looks a little bit like egg. Okay, and then you have saltfish, tomatoes, which you place in the pan, spring onions, then we have Scotch bonnet, the hottest thing ever. Not too much because it can get really hot. That's our Scotch bonnet that we're going to put in. Right, so you put all of this together. Now we need some thyme and some garlic. And now it's time for the ackee. Voila, ackee and saltfish. This is our traditional Jamaican dish. If you go to Jamaica, you're definitely going to have this because this is what we eat. Oh, I'm going to try. Where's your ackee? Oh.
Sache, die sich wirklich nicht entgehen lassen darf, ist Jerk Chicken. Das war sogar dem Bob Marley sein Lieblingsessen. Welcome to Fish Wings and Things. First of all, Brixton. I'm about to show you how to do some real jerk chicken, fish wings and things style. These are the ingredients that we use here. Must use this. These are the key ingredients to jerk chicken. Obviously, everybody knows that jerk chicken comes from Jamaica. That is the birthplace of it. This berry here is called allspice or pimento berries. It's the key component in jerk chicken. We also use fine thyme, Scotch bonnet peppers, spring onions, and garlic. Everything peeled and put into a food processor after that and blended. That's the jerk chicken right here. What I do is actually mark this till I get some really nice color. Make sure you get a really nice grill mark on it. And I'll put it in the oven for a bit. Yeah. This is it right here. I'll serve a plate for you. And what we do is I serve it with rice and peas, tamarind barbecue sauce, pineapple, mango and ginger chutney, fresh coleslaw. Nothing is better than that. And this is proper soul food right here. Caribbean soul food. Beim Picknick dir gut Stück Kuch auch nicht fehlen. Du willst machen ich haut richtigen englische Klassiker, a Victoria Sponge Cake. Das ist ein Kuch mit Buttercreme und mit Gebäß ertischt. Und ich gebe dem Ganze gerne eine Kokosnussdimension. Die Basis von diesem Kuch ist ganz einfach: Butter, Zucker und Eier. Du könnt noch Kokosnusscreme dabei. Ich mische meine gedrückten Elemente in einer separaten Schüssel: Mehl, Backpulver, Salz und gedrückten Kokosnuss. Und das Ganze könnt ihr bei der Buttermischung dabei. So kann ich mein Teig zwischen zwei Kuchenformen verdelen. In England benutzt den hier typisch Sandwich-Tins und die sind extra für das Zucht von Kuchen gemacht. Könnt ihr aber auch eine normale Springform holen. Kuchen brauchen wir nur 20 Minuten am Ofen zu backen. Und während der Zeit kann ich meine Füllung präparieren. Das ist einfach nur Butter mit Kokosnusscreme und mit Puderzucker. Die lassen schon noch kurz aufkühlen. Diese Kuch ist übrigens nur der Queen Victoria benannt gehen, weil sie anscheinend immer gerne ein Stück Sponge Cake bei ihrem Afternoon Tea gegessen hat. Los streichen ich Buttercreme auf die eine Kuchenscheibe, dann haben wir das Gebäß auf die andere. Los zerdrücken ich noch pur frisch Himbeeren. Und dann verdiene ich die Himbeers Gebäß. Und dann assembleiere ich das Ganze. Zum Schluss fixiere ich noch pur Himbeeren mit ein bisschen Buttercreme oben drauf. Für ein Picknick gebe ich Dekoration oben drauf waschen lassen und den Kuchen noch an einer Cake-Tin transportieren. They put boxes together, piece by piece, in rows of 10 or more. They added tin roofs through a window and opened
the door and stepped out. The